Minister, die hat Wort. Merci, Herr Präsident. Merci auch all die Vierredner, die sich angesagt haben für die Firmieren und der Firmier. Heute schwätzen wir nicht nimmen über einen technischen Annex von einem Gesetz von 1992. Nein, wir schwätzen über die Frauen, die Männer, die alltag bei den Patientinnen und bei den Patienten anwesend sind, die sie observieren, evaluieren, reagieren, erklären, koordinieren, beruhigen und die da Verantwortung überholen, wann es drauf kommt. Wir schwätzen über unsere Firmieren und Firmien. Und wir schwätzen über eine Realität, die jeder am Gesundheitswesen kennt. Der Beruf hat sich über Jahre fundamental entwickelt. Praxis und Terrain als wie so vieles mehr komplex gehen. Patientenbesoin sind anderer gehen, Zusammenarbeit zwischen den Berufen als mehr intensiv gehen. Aber der legale Kader hat sich dieser Entwicklung nicht sehr genug adaptiert. Das ist weder gut für die Gesundheitsberufe, noch für Patienten, noch für ein modernes Gesundheitssystem. An dem Projet de Loi 8714, den wir heute diskutieren, ist dafür ein notwendiger und auch ein ganz konkreter Schritt. Es ist aber nichts Definitives, nichts, was für ein paar Jahre gut ist. Es ist ein Anfang von einer neuen Dynamik. Und ich will doch ganz klar sagen, mit diesem Gesetz machen wir aber nicht einfach ein paar kosmetische Anpassungen. Wir erkennen an, dass der Beruf von der Firma heute eine eigenständige klinische Kompetenz hat. Wir gehen der Realität in modernen, mehr präzisen und mehr sicheren gesetzlichen Kader. Und das ist aber enorm wichtig, weil Anerkennung könnte nicht lang von Merci sein. Anerkennung bedeutet, sind Kompetenzen am Gesetz aufgebildet zu sehen. Anerkennung bedeutet, Verantwortung klar zu definieren. Und Anerkennung bedeutet auch, die Leute die juristische Sicherheit zu geben, die sie für ihr tagtäglich Arbeit brauchen. Herr Präsident, dieses Projekt aktualisiert als Bezeichnung vom Beruf, wo wir schon hören, wir schwätzen vom Infirmier responsable de soins généraux. Mir hanner der neue Bezeichnung steht aber für allem ein neues Verständnis vom Beruf. Die Marschklinik Infirmier wird klar verankert. Die Evaluation vom Gesundheitszustand, der Erhebung, der Analyse und Interpretation von klinischen Daten, den Diagnostik Infirmier, Definition von Zielen und Planifikation von Soins, die Überwachung und Evaluation von Behandlungen. All diese Elemente gehen an einem kohärenten Kader zusammengefasst. Und das entspricht der Realität von einem Beruf, den nicht nur ausfeiert, mit den auch analysiert, den nicht nur observiert, mir auch klinisch erschätzt, und den nicht nur Einzelakte mischt, mir ein ganzes Parcours mit organisiert und mit aufsichert. Das Projekt unterstreicht auch die Rolle von den Infirmieren an der Prävention, an der Education Thérapeutique, am Suivi Klinik und an der Koordination vom Parcours de Soins. An einer Zeit, an der immer mehr Menschen mit chronischen Krankheiten leben, an der Pflege daheim, an der Strukturen außerhalb vom Spital Bedeutung gewinnt, an der die Kontinuität von der Prise en Charge entscheidend ist das nicht nur eine berufliche Frage, das ist eine Frage von der Qualität und von der Zukunftsfähigkeit von unserem ganzen Gesundheitssystem. Dann strukturieren auch die Modalitäten von den Attributionen sich neu. Wir schaffen eine Mikrokategorisierung von den Soins und den technischen Akten und dabei halten wir auf allgemeine Wunsch hin Prinzip von einer positiven Lust von den Attributionen fest. Herr Präsident, werte Deputierte, ich will heute auch auf Diskussionen von den letzten Wochen eingehen, wie auch schon viele Redner. Daniel hat natürlich zusätzliche Forderungen auf den Tisch gelöst. Wir haben die Forderungen echt geholt. Wir haben offen und konstruktiv mit den Vertreterinnen und Vertretern vom Beruf geschwatzt. Es geht heute zum Beispiel um Fall von einem eigenen Recht. Verschiedene Medikamente und Dispositive medicaux, die nicht der medizinischen Verschreibung allein am Kader vom Rôle propre Infirmier für zu bereden und zu administrieren. Es geht natürlich auch um eine limitierte Prescription infirmière für eine präzise definierte Liste von Medikamenten, Gesundheitsprodukten, Dispositive medicaux oder ergänzend Sicherungen, die direkt
mit den Kompetenzen von den Infirmieren zusammenhängen. Und es geht schlussendlich auch um Konsultation infirmière, die nicht nur an einzelne klinische Parcours, mit mehr breit soll abgemacht gehen, für alle Patienten zugänglich gemacht gehen. Das sind wichtige Perspektiven. Und ich will heute keinen Zweifel aufkommen lassen, dass diese sind nicht so. Aber politische Verantwortung besteht nicht daran, alle berechtigten Forderungen ohne die nötige Vorarbeit an ein Gesetz zu schreiben. Politische Verantwortung besteht daran, Fortschritt möglich zu machen und so auszuschaffen, dass ihn Terrain funktioniert, dass die Responsabilitäten klar sind und dass die Patientensicherheit zu allen Momenten garantiert bleibt. Eine Preskription infirmière ist nicht just eine Neuformulation an einer Annex. Sie erweitert die Responsabilität von den Infirmieren. Und diese Verantwortung muss angeschrieben und dokumentiert gehen. Die Rolle von den Doktoren, und da bin ich froh, dass der Avis vom Collège Médical so ausgefallen ist, wie er ausgefallen ist, die Rolle von der Aptik, der Definition von der Ordonnance, die Haltungsfragen, Dokumentation und Koordination zwischen den Berufen müssen noch klar definiert sein, am Interesse von der Sicherheit von allen Akteuren, aber besonders am Interesse von der Sicherheit vom Patienten. Eine Konsultation infirmière ist auch nicht just ein neuer Titel. Auch sie muss an den Parcours des Soins integriert gehen, aber mit klaren Kompetenzen, klaren Qualitätskriterien und klaren Relationen zwischen allen Gesundheitsberufen. Und dafür haben wir eine Feuilleroute mit der ANIL festgehalten. Und wir werden diese Punkte nicht auf die lange Bank drücken. Da besteht die Führung, der Minister feiert den Prozess zusammen mit den Infirmieren und den Infirmien, dem Corps Medical, den Aptikern und allen konzernierten Partnern. Am Hirsch werden dabei rund um die Attributionen vom E2 aufgeschlossen sein. Da wird dann die entsprechende Annex von diesem Gesetz gesagt. Aber bei der Gelegenheit können wir dann noch die nächsten Schritte an der nächsten End, die heute zur Debatte steht, auffügen. Und das ist nicht just ein Wagpropos, sondern ein strukturierter Prozess mit den konzernierten Berufen dich und mit konkreten legislativen Perspektiven. Herr Präsident, für mich ist noch ein weiterer Punkt zentral. Wir dürfen in Zukunft nicht mehr warten, bis der gesetzliche Kader 20 Jahre hinter der Praxis liegt. Dafür ist vorgesehen, ein permanenter Mechanismus anzuführen, mit dem die Attributionen von den Gesundheitsberufen periodisch neu evaluiert gehen, ob manst alle 5 Jahre. Wir gehen weg von einer Politik, die nicht mehr reagiert, wenn Diskrepanz im Terrain nicht mit ignorieren ist oder wenn ein Urteil von einem Gericht ist, wo muss adaptiert gehen. Wir gehen zu einer Politik, die systematisch vorausguckt, die wissenschaftliche Entwicklungen abholt und die gesetzliche Kader regelmäßig und Besoin von der Bevölkerung an und die Realität vom Beruf anpasst. Das ist die Gouvernance, die wir in einem modernen Gesundheitssystem brauchen. Und wir werden noch an dem Sinn den Kader für eine Pratique avancée setzen. Auch da gehen wir parallel an den Arbeitsgruppen mit den Partnern rundherum, um zu gucken, was gehört zur Pratique avancée und was gehört nicht dazu. Und das ist nicht nur eine berufliche Evolution. Das ist eine strategische Antwort auf die Herausforderungen von unserem System. Mehr komplexe Pathologien, mehr chronische Krankheiten, mehr Suivi, mehr Besoin aus Suivi, mehr Koordination und, da fehlt gesagt, den Mangel an qualifiziertem Personal auf viele Bereiche. Pratique avancée bedeutet nicht, Berufe gegen den auszuspielen. Am Gegenteil, es bedeutet, Kompetenzen besser zu nutzen, Zusammenarbeit zu stärken und den Patienten mehr sehr bei die richtig professionell einfach zu bringen. Mais parallel wollen wir auch die Entwicklung von einem Beruf am Niveau vom Bac-Technicien vorantreiben, dem Assistant en soins infirmiers. Also politischen Projekt an puncto Gesundheitsberufe ist damit klar. Wir wollen eine kohärente Architektur von den Gesundheitsberufen am Kader von der Pflege. Mit modernen Ausbildungen, mit klar definierten Kompetenzen, mit richtigen Karriereperspektiven und mit Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln, ohne den Kontakt mit dem Patienten zu verlieren. Auf ihren allem mit Brücken. Brücken, die jeder Rang ermöglichen, die nötige Perspektiven zu für sich weiterzuentwickeln. En continu, en cours d'emploi, zum Beispiel als dem Profil E2 und dem Profil Assistant en soins infirmiers können zu wechseln. An diese Diskussionen werden alle Partner implizieren, die betroffenen Berufe, Doktoren, Aptiker
an d'Employeuren iwwer hier respektiv vertreten. Herr Präsident, lieber alle Guten, ich will davon merci so. Merci dem Rapporteur Ricardo Marques für seine Arbeit, merci der Gesundheits- und Sozialkommission, die mir viel diskutiert, sind ein gründlicher, seriöser Arbeit gemacht. Merci für den Dialog mit dem Staatsrat, auch für den Willen, diesen Dossier an eben dem eingesagten Zeitplan zu einem guten Aufschluss zu bringen. Ich soll aber auch all den Membern von den Arbeitsgruppen merci, die mitgeschafft haben, dem Conseil Supérieur, der ANIL, de konzernierte Ministerien der Uni Lützeburg, der ANSA, der Avagel und der COPAS. Dieses Projekt ist am Dialog entstanden. Also muss auch seine Weiterentwicklung geschehen. Mit Dialog darf nicht zum Stillstand führen. Das bedeutet, dass wir nur lauschen, die verschiedenen Positionen aufweihen und zusammen, ja, zusammen nur Lösungen sichern. Wir betonen wirklich ob zusammen. Allein also vielleicht haben sie mich schneller noch weh. Wir nehmen zusammen kommen wir mir weit und das wird wir am Hirsch weiterführen. Die Regierung überholt dabei hier Verantwortung. Wir konzertieren, wir analysieren und wir schaffen einen klaren und sicheren Kader, den den Besoin im Terrain und den Patientinnen und Patienten gerecht wird. Wir haben an der laufenden Prozedur die Amendmente zurückbehalten, die dringend, juristisch, nötig, abonnend dem verfügbaren Kader umsetzbar sind. 4. Die Sicherheit Terrain zu garantieren und zu verhindern, dass Haut legitim praktisch arbeitet, nur durch eine unpräzise Formulation auf Frage gestellt wird. Das ist ein pragmatischer, verantwortungsvoller Approach. Wir sitzen Lodat was fachlich aufgeschlossen, nötig und sicher ist. Gleichzeitig bereden wir aber die nächste Etappe strukturiert für. Herr Präsident, verehrte Deputierte, der Firmien und der Firmieren haben nicht recht zur Haut eine zentrale Rolle an unserem Gesundheitssystem. Hier Originen gehen aber eine Madame, die Florence Nightingale, geheißen zurück. Pionierisch von den zwei Infirmiers, die den Grundstein gelöst hat für den Kader, an dem sich die Wichtigkeit von der Pflege vom Patienten entwickelt wird. Zu Lützeburg machen wir heute einen weiteren, wichtigen Schritt, für das der gesetzliche Kader die Rolle vom Infirmier mehr klar anerkennt. Dieses Projekt bringt mehr Klarheit. Es bringt mehr juristische Sicherheit, es stärkt die klinische Dimension vom Beruf und es valorisiert Koordination, Prävention und Education thérapeutique. Und er möchte Weg ab für die nächsten Entwicklungsschritte. Consultation infirmière, une ciblée prescription infirmière, pratique avancée, neue professionnelle Profile und eine periodische Revision von den Kompetenzen. Merci über die grosse breite Zustimmung, nicht für ihn, als mit allem d'accord, mais viele sind d'accord, und du da ist auch nicht alle Fragen gelöst. Mir fällt unverantwortlich schwer, einen konkreten Fortschritt zu blockieren, nicht weil die nächste Etappe noch nicht aufgeschlossen ist, so ein Schmerzi, die dem Projekt können zustimmen. Wir haben als Verantwortung vis-à-vis von den Professionellen überholt, die all das System drohen. Wir haben eine Verantwortung vis-à-vis von den Patientinnen und den Patienten, die auf kompetent, sicher und koordiniert Pflege angewiesen sind. Und wir haben eine Verantwortung vis-à-vis von der Zukunft vom Gesundheitssystem. Und ich engagiere mich auch ganz persönlich, dass wir den nächsten Schritt am Hirsch zusammen machen. Mit Ambition, mit Seriosität und mit dem nötigen Respekt für all die Berufe, die zusammen Gesundheitsversorgung zu Lützeburg garantieren. Merci.